Befinden uns mit der Martha und unserem Team auf der Kröllgasse. Auf der Kröllgasse war der Anschlag, der vermeintliche Anschlag, die Behörden ermitteln noch hingehend dessen, auf eine Kultureinrichtung. Es wurde ein großer Brand gelegt, vermutlich, vermeintlich, und hier wurde eine Kultureinrichtung, ist im Endeffekt abgefackelt. Es ist für uns auch sehr wichtig, dass die Einrichtungen von Minderheiten geschützt sind. Es wäre nicht das erste Mal, dass Rechtsextremisten hierzu die Anlagen oder Einrichtungen und die Sammelpunkte von schwerwiegend auch Musliminnen in Österreich angreifen und es auch zu Toten gekommen ist. Wir erinnern uns an München und eben an Solingen. Und solche Sachen, die sitzen sehr tief und erwecken auch sehr viel an Trauma und sollten auch bei den Behörden als auch Medien Wachsamkeit dann zutage rufen. Das tun sie aber nicht. Es wird von einem Keller berichtet, der abgebrannt ist. Das ist kein Keller, auch wenn er souterrain ist, auch wenn diese Menschen dann nicht in Palais sich treffen können, in bescheidenen Umständen hier einen Verein aufgebaut haben, ist er dennoch genauso viel wert wie der Verein von industriellen oder sonstigen Gemeinschaften, die es in Österreich gibt. Das ist unser Anliegen. Als SÖZ werden wir hier diese Differenz in der Berichterstattung oder im medialen Diskurs immer wieder zutage tragen und wir versuchen hier der somalischen Gemeinschaft auch unter die Arme zu greifen, so gut es geht, um wieder diese Einrichtungen zu beleben und zu einem Treffpunkt von Vielfalt und von dem zu machen, was Wien zu Wien macht. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, helft uns, unterstützt uns, zeigen wir Stärke gegenüber Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.